Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz oder Pressetalk nach dem 4. Champions League Spiel zu Hause gegen Benfica Lissabon 1:0 souverän nach Hause gefahren, den Bums. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert doch gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und das ist völlig kostenlos auf YouTube. Okay. Auf geht's, ab geht's. Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz mit Vincent Kompanie nach dem 1:0 des FC Bayern in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Ich denke, wir legen gleich los mit den Fragen, damit wir ein bisschen Zeit gut machen. Also, wer ist schon bereit? Ich. Wer kann schon? Ich kann schon. Oder keine Frage. Schluss wollen wir nicht gleich machen, aber wenn ihr... Ja, Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Wer uns? Guten Abend, Herr Kompanie. Es fällt heute etwas schwer, über Fußball zu sprechen. Ja. Ich will trotzdem eine sportliche Frage stellen. Und zwar wurde anfangs der Saison viel über Ihre Defensive und über das etwas Wackelige gesprochen. Nun ist es schon das 4. Spiel in Serie, dass Ihre Mannschaft zu 0 spielt. Mich würde interessieren, was sich da getan hat, an welchen Stellschrauben Sie gedreht haben und was ist dieses Geheimnis dieser neuen Defensivstärke? Naja, also aus meiner Sicht, bevor Winnie was sagt, erstmal natürlich die ganze Mannschaft ist Teil davon. Allein wenn man sieht, wie ein Serge Gnabry nach hinten arbeitet, ja, wenn Fonzie Davies vorne ist, aber auch wie ein Michael über die linke Seite, über die rechte Seite mit nach hinten arbeitet. Dazu natürlich das Festhalten gegen allen Forderungen, auch meinerseits, ja, an Upa und Minjay. Minjay anscheinend nach seinen privaten Sorgen Maschine aktuell. Upa auch super stark, super konstant. Keine Wackler drinne. Gerade jetzt die letzten 4 Spiele, denke ich, hat Palhinha einen riesen Anteil daran. Ja, gerade heute, wenn man das Spiel mal ein bisschen genauer betrachtet, wenn man da mal schaut, wie ein Palhinha agiert. Kostet uns natürlich ein bisschen Offensivpower. Ja, ist natürlich durch Pavlovics Ausfall fehlt uns Kreativität auf jeden Fall, gerade gegen tief stehende Gegner. Auch die Schnelligkeit in die Spitze zu spielen fehlt uns komplett durch die Mitte. Ja, aber das ist nicht Palhinhas Aufgabe. Ja, das müssen wir mal ganz klar sagen. Da müssen andere in die Bresche springen, à la Joshua Kimmich zum Beispiel. Ich glaube, Palhinha hat da einen riesen Anteil dran. Ja, und gerade heute auch wieder hat man schon gesehen, dass das Zusammenspiel mit Josh auch immer besser wird. Und vielleicht kriegt es Josh noch hin, den Part von Alex zu spielen. Ich glaube es nicht. Ja, aber das ist ein Thema, da können wir gerne mal am Montag im Stream drüber quatschen ein bisschen. Ja, gucken wir mal, was Winnie dazu sagt. Es gibt keine richtige Geheime, glaube ich, aber Sie haben schon recht zu sagen, es ist schwer über Fußball zu sprechen im Moment. Was ich auch sagen kann, ist, nach dem Spiel haben wir vielleicht nicht so gefeiert wie normal, weil die Jungs haben das natürlich erst mitbekommen nach dem Spiel und ja, wir hoffen immer, dass unsere Fans oder die Fans insgesamt gesund nach Hause gehen und das war heute nicht der Fall. Und über das Spiel, über die Verteidigung, ich würde kein Problem haben, auch einfach offen zu besprechen mit allen. Ich meine, mit den Spielern erstmal in meiner Gruppe, wenn ich das Gefühl habe, dass es besser sein muss. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir schon seit dem ersten Spiel in der Vorbereitung gegen Tottenham, also die erste richtige Spiel, wo ich gesehen habe, ich bin der Meinung, die schaffen das und die können das. Jetzt müssen wir ruhig bleiben. Wir haben das gut gemacht bis jetzt. Wir können es immer noch besser machen. Aber ich glaube, sehr viel Vertrauen, sehr viel Ruhe und immer wieder Analyse. Wir haben oft gesprochen über das Unterschied zwischen Tauschen und vielleicht ein bisschen anpassen. Diese Anpassung ist natürlich immer da. Aber und das sieht man auch, ne? Von Gefühl her haben wir total Vertrauen in die Jungs, die wir haben. Und wir haben noch ein paar sehr gute Innenverteidiger, die nicht verfügbar sind im Moment. Also wir sind schon, es ist schon gut insgesamt, dass die Verteidigung das macht auf diese Art. Ja, stimme ich ihm zu. Ne? Stani und Ito, da ist dann auch nochmal was anderes da. Aber aktuell
Wird es aber auch keinen Grund geben, zu wechseln. Ja, vielleicht vom Aufbau her der eine oder andere Innenverteidiger ein bisschen stärker, aber aktuell. Ja, und wie er sagt, vielleicht wegen den Anpassungen nochmal, weil ja das Geschrei teilweise riesig war, ja, von Teilen der Fans, auch hier auf meinem Channel. Ich habe immer gesagt, immer mal ruhig bleiben. Gib dem Winnie mal Zeit, lass ihn mal die Anpassungen machen. Ja, ich kann ja jetzt schon wieder, ich brauchte gar nicht erst reinschreiben. Ich höre schon wieder die Argumente, ja, das waren ja jetzt auch keine Top-Mannschaften. Weiß ich nicht. Ja. Wir werden sehen. Ja, nach der Länderspielpause kommt Paris. Da haben wir dann wieder eine Top-Mannschaft auf dem Papier. Dann werden wir mehr wissen, ne? Dankeschön. Dann auf der linken Seite Klaus Bergmann für die dpa. Herr Kompany, Jamal Musiala ist natürlich dann der Matchwinner, weil er das Kopfballtor macht. War Leroy Sané der das Match aber in die richtige Richtung gebracht hat? Und können Sie zu beiden was sagen? Also zu der neuen Kopfballstärke von Musiala und zu dem, was Leroy Sané bewegen kann? Ja, es ist natürlich gut für, also erstmal zu Jamal Musiala, der hat natürlich, es ist ein Kopfballtor, aber es geht einfach darum, glaube ich, mit diesem Tor, dass er in die richtige Position ist. Ja, und deswegen macht er das Tor, ob es jetzt mit Kopfball oder Knie oder Brust, er muss einfach da sein und dann ist es ein Kontakt und hast du deinen Moment. Ich glaube auch, dass er die richtigen Beispiele hat. Sagt man das? Beispiele? The right examples in the team? Ja, Beispiele. Ich glaube auch, dass er die richtigen Beispiele hat in der Mannschaft. Du brauchst einfach im Training immer zu schauen, was Thomas macht, Thomas Müller in 16 Meter Bereich und Harry Kane. Und ich glaube, er schaut sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft darauf, was die machen. Und dann bist du einfach in diese richtige Position. Okay, das war eigentlich für Jamal und ich hoffe, es geht weiter so natürlich. Und für Leroy, ja, wir kennen natürlich sein Talent und er hat natürlich heute wieder gezeigt, wie gut er ist und wichtig einfach. Ja, machen wir uns nichts vor. Auf Champions League hat Leroy ja auch Bock. Hat er ja selber gesagt in diesem Bayern-Video, da wo es um den Druck geht und sowas. Da hat er Bock, da ist er heiß. Ja, er hatte heute auf jeden Fall Einfluss aufs Spiel. Ja, gar keine Frage. Es kam nochmal neuer Schwung rein, wo Leroy reinkam und die Flanke war super, direkt auch gar nicht erst noch 3 Meter gelaufen oder sowas, direkt rein, super gut. Nichtsdestotrotz hat er danach wieder so ein bisschen dieses Steven-hafte gehabt, weiß ich nicht. Wegen mir, stell das mal ab und ich glaube, dann wärst du in deiner Karriere auch nochmal auf einen ganz anderen Level gekommen, ja, auch auf Dauer. Vielleicht ist das seine Persönlichkeit, kann gut sein, die muss man natürlich dann nicht ändern, dann ist man so als Mensch und dann muss man als Fan, als Verein damit leben und gut ist, ja. Er hatte heute auf jeden Fall Einfluss aufs Spiel, ja. Ich habe Michael trotzdem ein bisschen stärker gesehen, als es ein Leroy war. Er hatte natürlich die eine Szene, wo er mit beteiligt war, hatte nochmal 1, 2 Halbszenen, hatte dann aber auch wieder 1, 2 Klamotten, die mir nicht so gefallen haben, aber das ist immer ein bisschen Ansichtssache, ne? Gibt auf jeden Fall nichts Negatives zu sagen über Leroy. Auch bei uns, dass wir einfach immer diese Flügelspiele, die wir haben, dass wir mit dieser Konkurrenz einfach immer wieder Spieler haben, die Entscheidung machen können in ein Spiel. Und das hat er heute gemacht natürlich. Naja, die Entscheidung hat er nicht gemacht. Er hat eine Flanke reingeschlagen. Jetzt mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, ja? Also er hat jetzt kein Tor geschossen oder sonst was. Er hat eine Flanke reingegeben. Harry Kane musste erstmal den Zweikampf gewinnen, was nicht leicht war. Und dann musste Musiala noch das Ding reinköppen. Ja, also Leute. Man sollte als Außenstürmer auch in der Lage sein, eine Flanke reinzuschlagen. Ja, das hat er natürlich überragend gemacht, gar keine Frage. Aber wir müssen jetzt auch nicht irgendwie hier, weiß ich nicht. Alter. Eine gute Flanke als Außenstürmer geschlagen, gleich Note 1, oder was? Ja, leckt man. Ist noch ein Fragewunsch? Ja, vielleicht noch einmal, dass es deutlich ist, dass das haben die anderen auch sehr, sehr oft gemacht natürlich. Und das ist, was wir jetzt haben in die Kader. Na, Feierabend. Okay, ich glaube, das war's dann. Ja, vielen Dank fürs Ausharren. Ja. Natürlich, keine Ahnung, wir wissen ja alle nicht, oder ich weiß zumindest nicht, was da genau passiert ist mit dem Fan auf der Tribüne.
ja, gute Besserung. Sofern da noch gute Besserung ist, was ich natürlich hoffe. Ist natürlich, habe ich ja gesagt, ist halt dann die Stimmung natürlich nicht so da gewesen, was auch völlig legitim und völlig in Ordnung ist und das richtige Zeichen ist. Am Ende des Tages ist es nur Fußball heute. Das müssen wir uns alle mal vor Augen halten, immer mal wieder, ja. Auch der eine oder andere hier in den Kommentaren. Ja? Und natürlich auch ich mir selber manchmal. Aber ihr müsst das alle nicht so ernst nehmen und nicht so persönlich nehmen. Ja? Gerade wenn man auch andere Meinungen hat. Und gerade wenn es um Benotung von Spielern geht. Ja? Leute, jedem seine Meinung. Nochmal. Nicht mehr, nicht weniger. Ja? Macht euch lieber mehr Sorgen, dass ein Donald Trump gewählt wurde. Oder dass unsere Regierung gerade unfähig ist. Oder wenn irgendwelche Überschwemmungen in Spanien sind. Oder wenn irgendein Unfall oder whatever im Fußballstadion passiert. Ja, das sind alles Themen, die natürlich viel, viel wichtiger sind. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und deswegen diskutieren wir darüber. Und alles ist gut, aber man muss das hier nicht so ernst nehmen, als ging es um irgendwas, was super, super wichtig ist. Ich weiß, dass das für viele Menschen super hohen Stellenwert hat, für mich natürlich auch. Gar keine Frage, deswegen sage ich ja, wir müssen uns das eine oder andere Mal einfach mal wieder in Erinnerung rufen, dass es nur Fußball ist. Ne? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.